versichern aber auch an schmengen der das Reflex den den als Linke muss tun zu gucken wer doch Kameraden auch an Linke an der Ukraine soen wie sie net begecht dat vun der Hamas ganz am Gegendeel Staat dat der Kampf von der Palästinenser gewährt huet weil Hamas a Gaza regiert nee natürlich net sozialen Medien sind einfach Medium an müssen sich frohen wem geheieren die sozialen Medien an da das eng klassisch lenk froh die mehr bestellen wo mehr probieren zu thematisieren das eng Majorität die einfach nimmer nach Blödsinn schwätzt. Den David Wagner nicht, der Mark Baum, ein Herr als Haudiwwer die aktuell politisch Sujet, wie mir sie gesehen, wie mir soll leben. Voilà, dann willkommen bei dieser neuen Episode vom Podcast. Vielleicht angefangen mit einem ganz seriösen Sujet, den Englisch ganz viele Leute interessiert, das lo am 3. Jahr, wo die Ukraine am Krieg ist, sind überfall gehen vor Russland an ein neuer Moment dass die Amerikaner neue Präsident hun den anscheinend die mens gut am russischen Chefchantier den Wladimir Putin insgeht an wat bedeutet dat für uns wie interpretieren wir dat wie gesehen wir die Situation am Moment zwischen Russland und Ukraine das kein evident Problematik für Linke weil mir hun net dummer dat ze dienen dat sech en grieser Mucht Russland wir wissen er dann d'Ukraine überfall huet 2022 mat engem Kriegsziel an bislo ass Russland nach immer am Osten könnt net weiter d'Ukraine krut hëllef vun Amerikaner notamment lo ändert ze staat an lo sind d'Europäer hauptsächlich am gangen an eng logige Ramse gerode fir ze so mir muss lo massiv oprüsten mat dem ganze Ratteschwanz den her no han den Druck hinkommen ze so muss viel oprüsten wir muss gucken 800 Milliarden zu mobiliseieren öffentlich privat etc. Dat kind natürlich auch op Kachte goen vun soziale Programme oder op Kachte goen vun der Servicepubliken vun andere Finanzmet also dat auch eng Austeritätspolitik kind gemacht gin. Wir sind natürlich dogent dat die Europäische Union sech an noch Lützeburg an sech massiv militariséiert an der privater Rüstungsindustrie auch noch immensen Profiter gin dat lehne man bis nach immer auf. Wir sind auch noch komplett dogent dat eng Austeritätspolitik gemerket an dem Numm de no der dann hat mir hun war auch noch ein Akteur iwwer den vielleicht macher geschwert get dat das Ukraine nicht voll selber an mehr als Lenker sind aber auch der Meinung dat d'Ukrainer existieren. Natürlich wissen wir auch nicht zu 100% wat all Ukrainer denken sie sind sich auch nicht all eins das ist ja nicht homogen. Mir versichern aber auch an schmengen der das Reflex den als Linke muss tun zu gucken wer doch Kameraden auch an Linke an der Ukraine soen die sind sich auch nicht all unbedingt eins mir wissen dass da viel do sind die auch kämpfen die soen wir müssen engerseits als verteidigen können gegen den russischen imperiale Faschismus das eng richtig Gefahr. Andererseits gibt doch intern Problem, weil Zelensky-Regierung als neoliberal ausgerichtet, Arbeitsrechte sind aufgeschafft gehen, Gewerkschaften sind noch verboten gehen, und gegen die muss auch gekämpft gehen. Aber den ging dann muss nicht also gegen den ausspielen. Und dann können doch noch justement dat immens viel Sue noch dat so sie auch von den Oligarchen von den lokalen Oligarchen noch den ukrainischen Oligarchen net do agesat gin wo se misisten dat hicht gëtt gesot voilà Trächter von der ukrainischer Arbeiterklasse die Russisch op der Front ass die muss gestärkt gehen also op der Front sie wird militärisch oder an der Ökonomie d'Ökonomie muss auch an großen Deler öffentlich gemacht gehen Leute muss protegéiert gehen an andererseits wann d'ukrainisch Volk der Meinung as sie mis geholf kre weil me net die so die muss kämpfen bis zum Tod also das d'ukrainisch Volk muss auch desideieren können wie weit
sie kämpft, was sie bereit ist zu machen. Und das nicht zu Washington oder zu Moskau oder zu Brüssel, Berlin, Paris, wo das soll dezidiert gehen. Dann so mir aber auch, wenn sie Hilfe brauchen, physisch zu verteidigen, da sollen sie die Hilfe auch kriegen. Wir können uns dem nicht einfach so verschließen. Kann ich nicht so, und dass sie solidarisch an den No so, die guckt da eins geht. Das möchte keinem Spaß, zu uns nicht einem Linken zu so, da den auch envisagiert eben Waffensysteme, die defensiv sind, an das Land zu schicken. Natürlich was machen nicht unbedingt, wohin das Kind landen, das so war. Aber trotzdem sind wir der Meinung, dass doch von ein Friede soll geschlossen gehen. Dadurch die Ukrainer, das ukrainische Volk, aber auch auf Einheit kann mit entscheiden und dezidieren. Ich meine, für uns ist das Prinzip auch wichtig, dass das Selbstverteidigungsrecht von den Ukrainer gibt und dass man dadurch unterstützen müssen und das ohnehin zu dezidieren, ob sie weiter wollen kämpfen, ob sie weiter wollen gegen den russischen imperialen Faschismus vorgehen und dass man das natürlich unterstützen. Und das wird was die Europäer im Moment am Gang sind zu machen, die Abrüstung, die ja schon komplett geckig. Und das bringt auch gut nichts. An den letzten 10 Jahren hat die Europäische Union 2800 Milliarden an Rüstungsgitter investiert. Aber wenn lo gesagt wird, dass das nicht gibt, und wir wären nicht kapabel, uns zu verteidigen gegen Russland zum Beispiel, da muss ich sich aber vorstellen, wo sind dann die 2800 Milliarden gelandet, wenn wir apparemment nicht kapabel Viren als zu verteidigen. Und dann muss ich so, wann das so ist, da muss ich die alle echt vorstellen, für was also dann ineffektiv. Und das nicht ein froh von Suen, das ein froh von Organisation. Und muss ich schon so, das schon ziemliche Kilo von gerade Ursula von der Leyen 800 Milliarden Fried oder ein Programm für Prämilitarisierung absetzt, wo gerade Ursula von der Leyen wer dann Deutschland gelandet ging als Verteidigungsminister, weil es nicht seriös mal zu umgegangen ist. Ja. Aber mir auch so, und das war ja an der Chambersdebatte, weil das angefangen wir hatten eine Debatte an der Chamber, wo jeder müssen seine Position erklären. Und da haben wir ein paar Sachen gesagt. Wir haben gesagt, eben nicht zur Abrüstung, nicht zur Austerität, ja zur Verteidigungshilfe für die Ukraine, und auch ökonomisch gesehen, zum Beispiel die Frau, die kein abgeworfen wird, die an Neisen aber auch wichtig ist, von denen der Ukraine richtig will helfen, das zum Beispiel froh von der Schuld. Absolut. Dat die Ukraine muss auch hier Schuld gestracht kriegen. Das ist eine Schuld von 150 Milliarden Mengen, soweit wir informiert sind. An dem muss auch gestracht gehen. Der wir nicht vergessen, dass schon noch Demo zu dem Maidan war. Was kein Putsch war, also immer so, das soll nicht am Komplotismus rauskommen. Der Maidan hat doch immer das Ding, dass Demos die Ukraine auch schon stark verschuldet war und dass die ukrainischen Regierungen auch permanent Austeritätsprogramme gemacht haben. Und das war auch ein Abstand von den schaffenden Leuten an der Ukraine für soziale Rechte, für demokratische Rechte, dass das nur instrumentalisiert wird von anderen Elementen, das ist evident. Aber es soll nie vergessen, dass es nicht just Geopolitik do, es gibt auch ein Akteur, der das Bevölkerung die auch etwas zu sagen hat. Und das muss ich aber auch als Linken mit betrüchten und nicht ignorieren. Absolut. Und das ist ein fundamentales demokratisches Prinzip, die für uns wichtig ist. Und soll ich nicht über die Cap von den Leuten Decisionen holen oder irgendwie Kampismus, geopolitische Kampismus betreiben, mehr effektiv auch gucken, was die Population sur place zu all diesen Sachen sieht. Ja, und das betreiben wir ja auch auf anderen Punkten, kann ich noch von Palästina Absolut. Wir sind nicht begeistert von der Hamas sogar ganz am Gegenteil. Hier steht, dass der Kampf von der Palästinenser gewertet, weil Hamas a Gaza regiert. Nein, natürlich nicht. Kurden auch haben objektive Allianzen gemacht, mit den Amerikanern, mit den Franzosen, mit Israel sogar. Ja, aber hier steht, dass den Kurden nicht soll unterstützen, du willst. Nein, natürlich nicht. Also ich meine, muss ich schon mehr nuanciert, diese Argument. Absolut. David Munrem eng Weisheit vum Mënkritz, das ein Zitat aus der Presse, wat man kreen, wo man net wissen, wat dra steht, dann ob dat man reagieren sollen. Mal gucken mal, wat die Weisheit an ass. Ja, naja. Die Link hätten ihrerseits auch über soziale Gerechtigkeit kommunizieren wollen, nicht nur über Demokratie, und man sei sich dadurch nicht einig geworden.
Das war Jesse Thiel von der Gring, zitiert am Land vom 21. März 2025. Ma Schulen un dat bezieht sich op die Initiativ von den Jugendparteien von der CSJ, den Jungsozialisten, die junge Geringen an die Jungdemokraten, die zu eng Initiativ geholt fir so eng Zucht Stresstest von der Demokratie zu machen. An effektiv als Jungling hun do net mat gemäht respektiv sind aber eng bestimmte Moment nämlich gefrot gehen, weil mehr der Meinung sind an als jung auch der Meinung sind, dat von iwwer Demokratie schwätzt, da muss auch iwwer Sozialgerechtigkeit schwätzen, weil das Fundament vun enger funktionierender Demokratie an dat werden ja noch net bereit zu machen, respektiv hun dat die überhaupt net angesehen, wat dat du mat zu dienen hat an dafür war mehr an der Initiativ net dabei. Das aber so, dat doch an der Chamber eng Debatte gefauert Ginas iwwer Demokratie an natierlech hoe mehr genau dat doten thematisiert ugefangen mat engem Zitat vu Max Horkheimer ein Zitat vu Max Horkheimer ugefangen den schon 1939 gesot huet an der Analyse vum deutsche Faschismus wird gesot, wer aber über den Kapitalismus nicht reden will, der sollte über den Faschismus schweigen. Aber genau das geschieht am Moment auch an der Debatte rund um Demokratie, rund um Faschismus, Rechtsextremismus, dass et allzu dax sich just darüber beschränkt, moralisierend Appeller zu machen, dass das einfach nicht an der Reihe wie schlimm das alles wäre, und geht gar nicht für sich zu analysieren, wie war das dann der Nährboden davon. Der Nährboden von all Faschismus, von all Rechtsextremismus sind enorm soziale Inegalitäten. Und die sind nicht Russland gehen, da das Basis vom Putinismus gewirrscht, dass das Oligarche sind, die dort muss tun. Und das Basis, was man gesehen an den USA, wo irgendwelche Tech-Milliardären enorme Reichtum auf sich konzentrieren, und mit Reichtum ist dadurch Murcht. Und das immens größte Teil von der amerikanischen Population, die am Gang sind, zu verarmen, an Prekarität zu rutschen, an da das den Nährboden für so Protofaschisten wie eben noch den Trump, aber in us. An der Chambers dat auch kaum engem anderen irgendwie thematisiert gehen wie von uns. Das immer gesucht gehen, ja, Sozialmedien sie schuld, Sozialmedien sind einfach ein Medium und müssen sich freuen, wem gehören die sozialen Medien. Und da das ein klassisch Lenkfroh, die mehr eben stellen, wo mehr probieren zu thematisieren. Ja, oder das sich rauszugehen aus der rein moralischer Postur, aber auch ob den Realitäten anzugehen, die materielle Realitäten von der Leute. Und natürlich, ja, soziale Medien. Medien können immer instrumentalisiert gehen an alle Richtungen an da das auch etwas justement wat die Parteien, die Jugendparteien auch irgendwie nicht richtig thematisiert kriegen an das schon erstaunlich, dass an dem Zitat, dass Jesse Thiel sich auch schon, weil sie bald erstaunt, dass als Jugendorganisation wählt auch über Demokratie schwätzen, selbstverständlich, aber auch über Sozialrechte. Und das scheinen sie nicht zu verstehen. Das ist ein bisschen erstaunlich, dass du doch von den Geringen oder sogar von den Juso könnt, sie das vielleicht nicht wollen thematisieren. Sie wissen das. Absolut, das auch nicht verständlich, für was das nicht von ihren Hauptpräoccupationen ist, sehen auch gerade die Jungringer und Jusoen an so ein Zitat, das möchte nicht froh, weil die irgendwie weiß, dass sie das gut nicht Radar und das hat eng von denen zentrale Frohen, als wenn ich gegen 3-12 gehen, aber da muss ich viel Sozialgerechtigkeit sehen. Und das ist die größten Brandmauer, die ich kann abrichten, das ist die vom sozialen Fortschritt. Also Marc, du hast auch für kurzem zwei größere Auftritte zum selben Thema Pensionen. Wir hatten endlich die groß erwartete Debatte an der Chamber über Pensionen. An den No kommen doch zu einem Klartext der RTL. Und ich meine,
das net weilst du bei die Lenkpass mich mengen objektiv gesinn so gut press war unanim fir zu so die Lenk sinn die enzech die sech serieux geschwar tun an dass du an den Debatten sech den ensche was den sech och serieux Propositionen gemacht huet an Diana waren bisschen schwach op der Brust. Absolut ganz schwer op der Brust an we se lo so wenigch wie fir Drun wie vir soll goen an dat ass wirklich erstaunlich, weil de Pensionssystem, de solidarisch Pensionssystem, dem man hunn, dat so e Kersteck von einem Sozialstaat. Du hast jidveren direkt davon betraff, sowohl die Leute, die lo an der Pension sehen, weil sie eng Pension kreen, wie auch die Leute, die lo schaffen, weil sie Pensionen finanzieren von denen, die lo an der Pension sehen, respektiv auch irgendwann selber an Pension gehen. An der do keng Partei irgendwie serieux Propose gemäht huet, wie jetzt soll Firo goen mat eigentlich ganz performante Pensionssystem as wirklich erstaunlich. Also Regierungsseit von der CSV-Seite as neicht kommt, CSV seht andauernd ministerisch ja, mehr lauschtrenno eng Joer no irgendwann muss ich auch selber können Idee machen oder zumindest de Kader setzen. Und dann grad so enttäuschend muss ich aber so sinn auch an diesem Fall Remenkeiert LSAP an die Gring, wo en och net wees, wo Tre soll higoen, verschiedene Proposen hun se vun Eis aufgekneipt, war aber ganz gut, also wo mir auch froh sind, dass sie se vun Eis aufkneipen. An einer Proposen, wo ihr net richtig wees, wo bei hinne soll higoen. Das ganz erstaunlich, weil aber auch zumindest Sozialdemokratie mat bedelicht war für die Pensionssysteme mat abzubauen. Allo schenken sie keine wirklich Haltung zu hun. Sie so dat ein ganz rich Idee von Eis sympathisch fanden, dat als Idee kein Tabu für sie sind. Mir ich vermissen aber klar Bekenntnis echtens zum Sozialstaat, zum Pensionssystem, an klar Bekenntnis zu denen Ideen, die dich leiien für zu so wie können wir noch mehr performant machen, wie können wir mehr durabel machen. Und dann war auch nach DP, du, ja, das, ja, bei der DP, wie sie gut nicht wohin tun ist. Also, frieden sich, ob das wirklich überhaupt noch eine Partei ist. Du siehst, und entretemps, jeder so ein bisschen aus dem hohlen Bauch, was denn irgendwie denkt oder echt da mengt, weil, hast du den Gefühl, dass man denken nicht so viel Hut hat, was du rauskennst. Ja, und dann den ADR, die haben effektiv auch Propose gemäht, und das geht tot an her. Und da hat den ADR-Denker gewiesen, dass sie definitiv nicht Partei vom kleinen Mann sind. Sie sind Partei vom Großkapital, sie wollen den Pensionssystem, die solidarisch ist, wenn sie individualisieren, Pensionen sollen, wie man um die Börse spekuliert gehen, sollen Fonds geschaffen gehen, an den Finanzplatz soll da gestärkt gehen. Auf die Leute bedeutet das, den dote Modell, und da haben wir so viele andere Länder gesehen, die das schon gemäht haben, leider, bedeutet einfach unheimlich Verluste, Kleinpensionen am Alter. Und das ist nur wirklich nicht der Weg, den ich gehen soll, an Schmengen, dass ich wirklich immer betonen muss, dass der schafft nicht am Interesse von den Leuten, auch schon gut nicht von den kleinen Leuten, aber just am Interesse von den großen Finanzlobbyen und den Finanzhaien. Ich meine noch, dass da ein bisschen aber noch steht, dass wir wollen das seriös. Mir versicher kein Politizien zu machen, Obhänger so wichtig froh wie Pensionen. Die Leute wissen das vielleicht nicht, du brauchst mir sowieso Pensionen, das ein Sujet, auf dem wir unserer Gründung schaffen, weil wir auch engagiert Leute und an die Medien und so weiter, weil es für uns wichtig ist, und auch da, wo die Regierung angefangen hat, Madame Depré, ja, gucken wir für vielleicht eine Pensionsreform zu machen, haben wir auch intern in einer Arbeitsgruppe, die iwwer Main geschafft hat, mir auch intern Formationen gemacht für als Membern, wo du auch zu summen mam Gifülz, mam Carol Thomas, so gehen wir sind rundherum gereist und so weiter. Also mir dat wirklich seriös gerollt an. Ich meine noch viele Journalisten, das nicht unbedingt, ob sie auferstanden sind, mal da ist oder nicht. Darum geht es ja nicht. Aber sie haben just gesehen, okay, bei die Link setzen sich seriös mit der Problematik auseinander. An anderer werden, gut mal geguckt,
wat so immer ass dat richchte dus ball Andruck, dat ze Politik mat ChatGPT machen dat bisssen den Andruck an dat fängt du ze nerven. Ja, absolut. Und muss ich schon sagen, die Proposen, die wir gemäht haben, wir haben sie von der IGSS, also das vom Staat selber, durchrechnen lassen als Proposen, die eigentlich just die 5 reichsten Prozent von der Gesellschaft betreffen. Wenn den dat gif umsetzen an der Logik vom solidarische System, dann wird Rente Mauer bis an 60er Joren zurückgeregelt. Und dann, da das Logik, an der man dran sehen, da muss effektiv an den 50er Joren, also an 30 Jahren, muss man eigentlich keine Diskussion führen. Effektiv wird die Ökonomie an 30 Jahren ausgeseit, wie man Pensionen von der Zukunft finanzieren. Und das soll ich ganz unabgerecht machen. Und so sind wir eigentlich auch 4 gegangen. Wir haben geguckt, okay, man muss also Pensionssystem, die braucht Resetten, muss gucken für den Obrecht zu halten, wo gehen wir die Suche sichern, an der Logik selber von dem solidarischen System, und da Propose gemacht, wie gesagt, die GSS wird durchgerechnet, wenn die Regierung einfach als Proposen überholen, ab dem 1. Januar nächstes Jahr, dann hätten wir 4 Jahre Ruhe. Aber zu dem wichtigsten Eindruck, dass die Regierung immer mehr schwach geht, das lo iwwert eng Joer wo se so sie weten eng Pensionsreform machen an nicht. Also lebst du nach Federung oder wat für eng Richtung geht dat weil sie sind wirklich an das net den ensche Sujet wo in den anderen huet dat neicht nie könnt dat sie wählte Sache machen wie sie trauen sech net méi an das lo bis Chaos. Ja, das komplette Chaos. Dat mé Dich auch du mirgest Joch an der Chamber, da sind wie eng Majorität uni Ideen, uni Initiativen. Wann se Initiativen hüllen, dann geht ich an eng Schlechtrichtung. Mehrwer und de grosse Sujet, wie zum Beispiel de Sozialstaat Pensionen, du her die nicht von der Regierung. Und dann blieb die noch auf ganz vielen andere Bereiche, wenn es den Kampf gegen den Klimawandel geht, wenn es Transition Energetik geht. Du hast Mensch Experience gemäht, mit da eine Majorität, die einfach nicht mehr nach Blödsinn schwätzt. Ja. Also wann sie dann überhaupt nur läuft, durch schon die Experience gemäht, mit einer Motion proposiert, was die Energie angeht, und der Minister hat mal nicht nur gelauscht. Also das war sogar eine ganz eng Aktualität, die wir auch gefragt hatten, über Stromtarife. Und da ist es so, bon, okay, das war der letzte Punkt, ob der Dachsöhnung Donnerstag oder Mittwoch so, was schiedere war mit und so weiter, weil das scheinbar schon den ganzen Tag gedauert hat. Aber bon, eng Aktualität also so, den sie aufreden, an dem Fall waren mir das, den hat dann 10 Minuten, und dann könnt alle Fraktionen 5 Minuten, ein um anderen. Und das ist ja immer so, dass geht immer von der größten bis zur kleinsten Fraktion, wir sind die Letzten, die immer dran kommen. Außer da war es natürlich eine Aktualität, wie das wir so aufrufen, fängt wir an, und dann hält es dann bei den Piraten, die immer 94 sind. Ich stehe dann oben, ich gehe dann in den Pult, kriege ein Wort und fange nun dann mit meiner Argumentation. Und ich gesehen, vis-à-vis sitzt dann immer die Regierung, in dem Fall der Lex Dallas, Energieminister. Ich gesehen, dass er survoltiert, komplett steht auf, geht da bei seinen Kollegen, so ein bisschen so bei seinen Kollegen von der DP, wo schwätzt, witzelt, gackelt und so weiter, und dann noch bitzelt auf die andere Seite, schwätzt ein bisschen mit CSV-Deputiert und dann noch relativ noch mit Sam Tanson, wo er sich auch da erhält, etc. Dann noch irgendwann geht es darum, sich auf seinen Platz zu setzen, wo er ganz agitiert, das permanent. Ja, und dann an der Zwischenzeit tun all die anderen Fraktionen geschwätzt, und dann der Pirat, den Marc Görgemengnisch, die könnt zum Schluss an de Lex Dallas de Kridobemo vom Präsident huet an das ganz erstaunt und guckt auch noch obeis an da geht noch beim Rennerpool so pardon ich durch die Lenk gif noch nach Episoden weil hin durch dat mir nach Moment gif schwätzen gut gu net mat dat mir ganz am Anfang geschwette net mir gu net no gelauscht dat literal man net an da das aber da so bis krass dat hecht wo doch net wat fir eng Sachen wat eng frohen mir hingestalt hun an das egal seht an dat wetten ze so net. An den no gët nach méi Bondfell mir hunn joch eng Motion deposéiert, wo man frohen dat Stromtarifer sollen gestaffelt gin einfach ze machen sozial gestaffelt gin. An dann steht all Fraktion op
und dann den Fraktionspräsident von der DP durch Gilles Baum, der sagt ganz einfach, ganz lapidarisch, nee, wir unterstützen das nicht, weil das Planwirtschaft. Und da sitzt du denkst, das ist vielleicht ein Witz, weil das kriegt man ja auch viel geworfen. Erstens ist es mal keine Planwirtschaft. Das just eine Reglementation von Tarifen wird, das ganz viele Plätze Geld an den Gemeinden und so weiter. Enfin, bon, dann nur mal Planwirtschaft sogar an der Stadt und die Pulver wusste das nicht. Aber bon, so wir haben und das einfach nicht argumentiert gehen. Dann haben wir auch nach den Lex Dallas vorgestellt mit kein Stromtarife, die vom ILR abgestellt ze summe mat de Fournisseuren. An Fournisseuren bon, du hast nëmmen öffentlich Kapital an der Techt u sech kann de Staat de Fournisseuren so voilà, mir ginn an des Richtung an so weiter. An voilà, so gifirmiert machen. An dann se den Lex alles am Platz irgend eng kohärent Argumentationun zu ginn ja wiss an dat auch schlecht. Punkt. Das was sie schmengen sie werden die Menschen neiert, weil sie wissen, dat den dat ernst das kann packen. Sie wollen das nicht. Und das wirklich ein Bekenntnis schwächt und noch bon, Respektlosigkeit vis-à-vis von der Opposition. Wenn du da zusammen denkst mit einer Debatte, die dann ungefroht wird über Demokratie, muss aber schon so, mit Demokratie besteht aber zumindest mengglisch schon mehr das noch so gelehrt, daran, dass den Argumente und Ideen austauscht und dass es ein Kampf aus wen hört das besten und das stärkste Argument. Aber an der Chambre hat den Eindruck und Gedanken gefordert von dieser Majorität, das findet überhaupt nicht statt. Es lauscht den überhaupt nicht nur, was den anderen für ein Argument hört, was dem seine Idee ist. Aber es sieht den einfach das, was den immer sieht und et findet eigentlich kein Austausch mehr statt. Und das mengglisch auch Gift für Demokratie und das mengglisch auch DE von denen Gründen für wat besonders Junker relativ wenig Vertrauen an Parlament tun, weil sie einfach matt kriegen, mit du lässt das Kind dem anderen no, es gibt keine Argumente ausgetauscht, mehr Schiedfrieden bleibt, hat irgendwie seine Position, zählt sein, sei breit an der Ruf und das wäre es. Und das war auch für mich so eine Erfahrung, wis Matten fir och für net als langer Zeit eng Gesetz iwwer Archiver eng Debatte iwwer Gesetz vun Archiven an do wär dann zum Tanson an den Franz Fayo, den die Badu gefrot huet, den zurecht gesot hunn ha et sinn Deléen an dem Gesetz, die sind einfach gackeg. Alles wat Finanzen ugeht ass 100 Joer ënnert verschluss der Tisch. Du kannst lo nach net forschen iwwer d'Arbeet am Zweite Weltkrieg. Dat das bis lo onméiglech. An sie hun dat zurecht ugeprangert an schon sie dann darauf verwiesen mir dat wie dat Gesetz gestimmt gin ass für 6-7 Joer du hunne eng ein Amendement dragin an schon gesot mir dat geht net, das viel zu lang, der muss der draufsetzen op 50 Joer Maximum. An allen zwei hun se gesot ja die Idee wie hinne ganz sympathisch dat neidwur sympathisch me se gifen ever dagegen stimmen. Der Techt dat das auch so ein Beispiel wie ein Demokratie bemol das Parlament nämlich seriös hält, wann du eigentlich Apps sees an den Kontra von dem was du sees, was du mengst votiers. Und das ja schwächt vom Parlament dem wat man tun, dass die ganz wenig Deputierten hörst, die einfach nach zu denen Sachen stehen und diese leben und diese Mengen an wat Überzeuгungen sind. Ja. Beispiel ist ja auch nach das Jahr endlich, also das sind für kurzem als eng Motion von uns endlich Druck kommen, die man den 21. März 2021 deposiert hatten, war noch während dem Covid. Und das war eine Motion, das im Gemeinschaftsmedien gegangen. Gemeinschaftsmedien, das wie Radio Ara zum Beispiel, Forum gehört doch dazu, das sind Medien die auch eben Education zu den Medien machen, die auch Assoziation der Zivilgesellschaft durch eine Plattform bieten etc. etc. An dem Moment hatte man das ja auch, weil Demos als Pressegesetz geändert ging, an dem Moment hat Radio Ara auch ganz große Schwierigkeiten, also für überhaupt zu evaluieren. Bon,
Geschichte das relativ gut ausgegangen, weil sie guten en Konvention sie gute suchen. Aber das Problem ist, dass der Medienminister dem uns auch schon nicht verstanden hört oder nicht wollt verstehen, was Gemeinschaftsmedium ist. Und dafür haben wir die Initiative geholt, über die Motion für zu sagen, mir kommt mit einfach ein spezifisches Gesetz für Gemeinschaftsmedien, das gibt es auf viele Bundesländer in Deutschland, das gibt es in der Schweiz, das gibt es noch auf anderen Plätzen, weil das nicht zu vergleichen ist wie mit traditionellen Medien. Oh, Demos schon waren viel Diskussion da den Andruck dat war schwngende Bëttel weil so go nach Medienminister wollt einfach net verstohlen. Bon die Motion ass net aufgelehnt gin, weil sie hatten de Courage net so aufzulehnen, sie as verwiese gin an Kommission bon an der Tschenzeit mir zwe rotéiert schon nach Bachelor gemacht no mar im Wahlkampf gemacht sie mar gewählt gin an du kom Motion op den Tisch. An die Argumentation für sie aufzulehnen war auch ja total debil gouf gesagt man echtens machen mal gesagt sie war minimis qu'est-ce que ça war rien du tout sie von DAB plus dass die net mis so neue Technologie für de Radio dat rien à voir weil geht ja net dem Radio bei den Mannschaftsmedien an dann dat best Argument vom Guy Arendt als so war mal spezifisch Gesetz machen dann nummer durch dann nummer Chaos weil lo wat mal lo hun da das Kehaus das Kind durch wo se Allkehrskonventionen muss aufschließen an negociieren mat dem oder dem andere Medium wo nie wese wird nach weiter wert go da das viel klar das viel transparent das wirklich Andruck sie setzen sich nicht mit der Materie raus sie so egal wat just weil sie do sind plus gift dat gönne kachten also so da ja wir dat gönnet du kannst proper schaffen an dat sie net Speng da so gute Resümee von dem wat man die letzte 6 Wochen an der Chambre lief hun ja und da werd mal gesehen wie dann den nächste Woche nach weiter wert go wir werden da doch an den nächsten Podcast erzählen absolut.